Und das sind tiefste 50er Jahre. Hey, total Retro. Den Sound wie heute überhaupt nicht mehr hören. Austropop ist Geschichte. Und ihr seid sowieso verzahlt. Dietz und seine Austropop-Coverband Schmalz warten vergeblich auf den großen Durchbruch. Niemand interessiert sich für ihre selber gestrickten Lieder. Und das schon seit Jahrzehnten. Wir sind 40 Jahre zu spät. Wenn wir in die 80er werden, mit dem Wissen von heute. In die Bootes von früher. Da tat man alles so bramen. Fix! Und es passiert wirklich. Unser Held begibt sich durch einen magischen Zufall auf eine abenteuerlich schräge Odyssee durch Raum und Zeit und muss bald feststellen, dass es doch nicht so einfach ist mit dem erträumten Erfolg und der Riesenvilla mit dem Pool voller Bier und Bunnies. Zu allem Überfluss mischen schon sehr bald auch noch der Fürst der Finsternis und das Zeitreisenkontrollamt kräftig mit in der Raum-Zeit-Kontinuumsuppe. Und was hat es mit dem rosa Nebel und den blauen Blitzen auf sich? Dietz trifft nicht nur auf skurrile magische Wesen, Dämonen und Ikonen der damaligen Musikgeschichte, sondern auch auf Claudia, die Liebe seines Lebens. Dabei ahnt unser alter oder junger Zeitreisender noch nicht, dass er im Begriff ist, die gesamte menschliche Zivilisation ins Chaos zu stürzen und dass obendrein seine eigene Existenz auf dem Spiel steht. Der Autor führt den geneigten Leser in einer märchenhaften Autofiktion, äußerst humorvoll und in leicht erkärntner Mundart, durch die Blütezeit der österreichischen Popularmusik, inklusive charmanten Seitenhieben auf das Pop-Business im Speziellen und die Zwischenmenschlichkeit im Allgemeinen. Schmalz, ein Austropop-Märchen. Ein fantastisches Abenteuer voller Magie, Liebe und Musik wartet auf dich. Erhältlich in einer Buchhandlung in deiner Nähe.